Guten Tag, ihr Leute. Wir spielen weiter Fantasy Life I und heute geht's tiefer in den Abgrund. Aber zuerst mal, ich habe gestern noch ein bisschen gegrindet und habe mir ordentlich Ulklinge gesammelt. Guck mal, 4 Stück an der Zahl, 5 sogar. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ein Power-Up von Falk. Kräftigen Ulkling verwenden, um Falk zu einem Power-Up verhelfen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also Falk, den habe ich ja letztens mal freigeschaltet quasi. Und jetzt habe ich einen Power-Up für ihn gefunden. Okay. Also, das verbessert dann einfach die Statuswerte. Ja, aber ich habe... Ja, okay. Ist jetzt nicht so mega, aber egal. Lass mal gucken. Also hier einen zum Nähen. Ja, feine Sache, kann ich gebrauchen. Also wir werden jetzt heute Ulklinge zurückverwandeln und dann gehen wir weiter in den Abgrund. Das ist so mein Plan. Vielen Dank, dank dir kann ich mich wieder meiner Näharbeit widmen. Mach mal. Stich für Stich nähe ich meinen Dank für dich. Oh, das reimt sich. Zum Dank will ich dir behilflich sein. Oh, guck mal, die hat die Zöpfe am Bauch zusammengebündelt. Gebündelt. Ja, gut, hat man das auch geklärt. Natürlich, guck mal, diesmal habe ich sogar nur 2. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur 2 Kämpfer-Ulklinge gefunden. Nee, es waren ja mit dem Upgrade von Falk waren es dann quasi dann doch 3, okay. So, ja. Die Rogue gehört nun zu mir. Moment, das ist nicht Rogue, das ist Rouge. Das ist wirklich Rouge. Das ist wirklich Rouge. So, die ist, okay, ich verstehe. Die hat rote Haare und ist wahrscheinlich, ja, okay. Ich finde das halt, ich hatte mal einen Kollegen, der hat mir erzählt, ob ich schon den neuen Star Wars Film, der damals rauskam, gesehen habe. Star Wars Rouge One. Ja, ich habe so gelacht. Und ja, ich habe mich dann danach auch entschuldigt. Ja. Okay, das sieht knuffig aus. Der Ike. Der ist ein bisschen eikelartig. So, wir sind ja gleich durch und dann geht's los. Also zuerst mal hier einen saftigen Apfelkuchen habe ich erhalten. Das Problem ist halt, ich kann immer noch keine neuen Häuser bauen. Ein bisschen doof. Ich bin Naschi und wieder voll dabei. Ich bin eine Köchin und liebe es zu kochen und zu essen. Als Dank werde ich für dich etwas kochen. Aber ich habe auch richtig Hunger. Lass mich also auch davon kosten. Okay. Dann jetzt auf zum letzten. So. Eine geheimnisvolle Maske. So, die beiden letzten, also hier, einer hat mir jetzt beim Kochen hilft die mir und die da beim Alchemieren. Ich dachte schon, ich könnte mich nie wieder zurückverwandeln. Sag Bescheid, wenn du verletzt oder krank bist. Mein Wissen über Heilmittel wird dir nützlich sein. Oho. So, das ist doch mal schön. Eine Sache, die ich noch nicht verstehe in dem Spiel. Wo kriegt man Rezepte her? Oh, warte mal. Müssen wir abholen. Wo kriege ich denn Rezepte her? Ich habe halt, gerade zum Beispiel als Holzfäller, bin ich jetzt Geselle als Holzfäller, aber ich kann keine Ahnung, Süßholzbalken herstellen, was halt ein bisschen doof ist. Ich habe schon so viel anderes Material, höherwertiges Material, aber ich kann keine Süßholzbalken herstellen und kann deshalb auch viele Sachen einfach nicht bauen. So, ich habe mich übrigens, wie man hier sieht, für Odin als zweiter Kämpfer noch entschieden. Und ich bin jetzt hier mit einer reinen Kämpfereinheit unterwegs. Was machst denn du hier? Okay. Ich habe mich für eine reine Kämpfereinheit entschieden. 2 können kämpfen, einer ist noch Level 1. Wir müssen mal gucken, wie gut diese Idee ist. Weil es geht schon ein bisschen ab da unten. Wo muss ich denn hier raus? Da. So. Werden wir ja einfach gleich sehen, wie gut meine Idee war mit einem, der noch nicht hochgelevelt ist. Moment, dieses Blümchen daneben, das nehme ich mit. Oh, guck mal, das ist noch eine Kiste. Da guck. Da freut er sich über das Blümchen sammeln. So, was haben wir hier?
Ein Elite-Genesungstrank. Ich muss sowieso mal gucken, dass ich mal mein Zeug hier auffülle. Naja. Dann gucken wir mal. Wir haben ja letztens hier aufgehört irgendwo. Hallo Edward. Radrianer hatten wohl vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Manche waren auf den Kampf spezialisiert, andere auf schwere Arbeiten. Ein Glück, dass unser Radrian einer von den sanftmütigen Sorte ist, wahr sein wird. So, ich weiß ehrlich gesagt, ach, daneben geht's weiter. Ich weiß, dass wir weitergehen wollten, ist jetzt auch schon länger her, ne? Und dass mir die Gegner halt so Level 50, die Standardgegner, guck dir das an. Hey. So, ich weiß jetzt, warum ich da gesagt habe, hier. Ja, sag mal her. So, erst ein paar Gegner geschafft und gleich mal Level 24 ist er. So, ai. Ich weiß wieder warum. Guck dir das an, hey, ich bin selbst erst 50 geworden. Ich habe letztens einen Level 60 Drachen besiegt. Immerhin. Und genau, Level 60 Drachen besiegt. Das ging auch, aber halt mit einer hochgelevelten Gruppe. Ich glaube, ja komm. Großer Dunkelholzbaum. Ja, er muss jetzt dran glauben. Ich bin 46. Nee, der muss nicht dran glauben. Jetzt muss er dran glauben. Den will ich schon platt machen hier. So. Ja, das wird ein gutes Stück Arbeit werden. Sag ich mal so, ne? So. Aber ist schaffbar. Ich hätte eventuell gucken sollen, dass mein Dingens vorher aufgelevelt ist. Das wird eng werden. Ja, ist schaffbar. Guck. Ich gehe jetzt ein paar extra Dinger so holen. Könnte. So. Zack. Weg ist er. So. Und was steht da oben? Noch ein Dunkelholzbaum. Ja, dann machen wir das einfach genau so nochmal. Aber dann habe ich auch hier wieder wahrscheinlich das Problem, dass ich keine Rezepte habe. Ich habe halt dann Dunkelholz oder so, aber ich kann keine Balken draus machen und deshalb nichts draus basteln. Also ist irgendwie... Also falls irgendjemand Ahnung hat, wie man Rezepte herkriegt. Und zwar müssen noch nicht mal irgendwie so... Ich weiß, dass es wohl so Heldenrezepte gibt und Königsrezepte und was weiß ich was alles. Brauche ich alles nicht. Ich brauche so Standarddinger wie... ja, irgendwie so Anfängerrezepte. Habe ich die übersprungen? Habe ich zu wenig gespielt? Habe ich zu wenig erkundet? Ich habe keine Ahnung. Ich blick da selbst nicht durch. Let's do this. So. Das war irgendwie nix, ne? Ich habe da halt böses Glück, dass meine Leute so gut gelevelt sind. Also zumindest 2 davon, muss man sagen. Nicht alle. Wie gesagt, Odin habe ich ja gerade eben erst mitgenommen. Ah, guck mal da. Das kann ich einfach wegräumen lassen, oder wie? Ja, entfernen. Mindestens 500. Habe ich das? Ich habe 509. Ja, so ein Glück aber auch. Dann will ich jetzt aber auch da reingucken, was das da ist. Ach, guck mal, das ist ein extra Level, wo es dann nur ums Holzfällen geht. Ja, geil. Da gehen wir natürlich gleich hin. Aber jetzt will ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Nee, da ist eigentlich nicht mehr viel. Komm, wir Kinder. Ja. Ja. Müssen wir mal mehr so Ausdauerzeugs bauen. So, hier ist nix, keine Gegner, nur große Bäume. Schön. Endlich hat es jemand verstanden. Es ist ja die Sachen, wenn man in den Irrbaum geht oder sowas und du willst da als Holzfäller reingehen, dass du dann halt trotzdem immer Gegner platt machen musst. Und das nervt halt, weil, Junge, ich will ein Holzfäller leben, mich interessieren Gegner nicht. Du kannst
aber auch nicht einfach an den Baum gehen und da anfangen zu hacken. Weil die Gegner halt kommen und dich dabei stören. Ja, halt ein bisschen doof. So. Dieses Mal kriegen wir das hin, dass wir vorher unsere Spezialfähigkeit aktivieren können. So, genau jetzt werden wir das auch nutzen. Zack. Ja, das bringt jetzt gar nicht mal so viel, ne? Dann bringt es halt wenig, wenn es nicht viel bringt. So. Das Problem ist halt, ich habe halt noch keine Hilfe gefunden, die mir beim Holzfällen hilft. So. Für Schürfer habe ich ja 2 Leute sogar. Was eine feine Sache ist, sagt ja keiner was. Aber für Holzfäller habe ich halt noch keinen Ulkling gefunden. Junge, da ist ein Endgegner. Moment. Da müssen wir uns erstmal hier alles einsammeln. Dann will ich mir in Ruhe den Baum angucken, was das für ein Baum ist. Ein Endgegnerbaum auf jeden Fall. Ah, guck, da ist die Kiste. Ich habe dich schon gesehen, Kiste da hinten. Bin ich doof. Level 58, gigantischer Baum. Gigantischer Baum. So, sollen wir mal gucken. Pass auf, wir gehen erstmal gucken. Habe ich schon ein Level abgekriegt? Als Holzfäller auf jeden Fall. Brauche ich irgendwie was? Kritische Trefferrate. Kritischer Schaden. Da brauche ich Chance auf Gegenstände. Ihr seht, ich komme hier nicht mehr viel weiter. Ich bin noch Lehrling als Holzfäller. Ich bin noch kein Geselle. So, komm, wir machen das da mal. Und dann gucken wir mal. Schürfer, habe ich was Neues freigeschaltet. Erzbrecher 3. Ich suche Söldner. Bin ich jetzt letztens erst Geselle geworden und ich kann hier nichts machen. Ah doch, 2 Sachen habe ich im Moment freigeschaltet. Super aufladen und schwungvoller Hieb 3. Das Problem ist halt, da ja, brauche ich noch ein paar Pünktchen. So, dann würde ich mal sagen... Ja, komm, sieht schaffbar aus. Ja, es ist schon wieder passiert. Und ich habe die falsche Richtung gemacht, macht aber nichts. So, einen Sack geheimer Schätze gekriegt. Das ist mein Controller, ne? So, ich habe hier das Problem. Dieser Zwischenraum da. Ich habe meinen Finger da oben. Wenn ich die Taste drücke, drücke ich manchmal noch da unten drauf. Und dann drücke ich 2 Tasten gleichzeitig. Und tu dabei mit meinem Analogstick irgendwo hinlenken. Und dann kommt dieses zu... Also ich mag den Controller sehr. Aber warum zwischen der L1-Taste und der L2-Taste nicht so ein Plastikbalken ist, dass man den nicht drücken kann? Also, ne? Ich verstehe es auch nicht. Ist aber auch egal. So, jetzt gucken wir uns den mal an. Mal gucken, ob ich den schaffe. Ich glaube halt, ich bin 10 Level unten drunter. Come on, you've got this. Bös eng werden, ne? Ja, es ist ein Endgegnerbaum, der wechselt dann seine Gesinnung. Was laber ich für ein Quark? Ich glaube, das reicht nicht. Ich habe auch rausgefunden... Oh, Alter! Das war ja sowas von knapp. Ich hätte nichts mehr machen können. Okay. Sehr schön. Was gibt's? Ein Monster Vogel Federkiel. Okay, alles klar. So, nee. Wirklich, mit dem letzten Schlag, mir ist quasi die Axt aus der Hand gerutscht und damit habe ich den Baum gefällt. Schön. Oh, das ist gut. So, dann haben wir das ja hingekriegt. Gehen wir gleich mal... 20 Punkte gekriegt. So, jetzt habe ich natürlich die Wahl der Qual. Ne, die Qual der Wahl natürlich. Nee.
Achso, es war gar nicht Holzfäller, es war Dingens, was ich brauche. Egal, was haben wir hier? Schaden von Aufladetechniken, kritische Trefferrate, kritischer Schaden und das da ist Chance auf Gegenstände plus 10%. Das nehme ich mir auf jeden Fall. So. Fokusschaden. Fokus-Aufladerate. Was haben wir hier noch? Schaden von Aufladetechniken plus 10%. Das ist wichtig. So, was haben wir denn Neues freigeschaltet? Zeig mal kurz her. Ja, Holzfällen plus 20. Okay. Kann man gebrauchen. Will ja gar nicht meckern. So, jetzt bräuchte ich allerdings noch... Hier waren wir schon mal? Ja. Ein paar Gegner. Ja, ich müsste nämlich einen Söldner... Aber wo bin ich denn hier? Okay, ich muss nach links. Also darüber. Und dann... Nochmal nach links. Dahin. Okay. Okidoki. So, endlich wieder... Alter, das sind aber alles so starke Gegner hier. Ich meine, ja, ich habe durchaus hochgelevelt. Aber halt... Es ist halt schwer, wenn du in Gigantien nicht die ganze Zeit unterwegs bist, was ich halt nicht bin, dann ist es da schwer, irgendwie gescheite Gegner zu finden. Außer wo so Level 20 oder so haben. Und das ist halt auch irgendwie doof. Weil da brauchst du ja ewig. Aber hier, ne, ist schon in Ordnung so. Ich meine, wir kommen ja durch. Geht ja. Was ist das hier? Aber sowas von. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, ich habe ja mal gesagt, dass ich manchmal von irgendwelchen Figuren Alter, der regt sich ja überhaupt nicht. Also Ausdauer dazu kriegt, wenn sie zur Neige geht. Ich habe jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Moment. Lass mal erst den hier fertig machen. Bin der halt auch wieder daneben? Ja, doch. Ja. Okay. Also eigentlich kann man sagen, meine Leute klatschen die schon gut weg. So. Ein Radrennen, die man Arm fehlt. So kann er nicht einmal mehr Schere, Stein, Papier gegen sich selbst spielen. Okay. Wer will denn... Ja, ich verstehe es auch. Ein stillstehender Radrennen, wie lange der wohl hier steht. Da fehlt der Kopf. Da fehlt wieder ein Arm. Da ist eine Kiste. Da ist ein Arm. Was haben wir gekriegt? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, irgendwas haben wir gekriegt. So. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Dass du Ausdauer dazu kriegst, das ist ein Skill von Gruber gewesen, dem Schürfer. Und das geht nur beim Schürfen. Wenn man am Schürfen ist und hat den Schürfer dabei und dann kriegt man manchmal noch ein bisschen Ausdauer dazu. Das ist ein Skill von dem gewesen. Ich dachte, das wäre irgendwie so der Zauberer oder so, der das so generell macht. Nee, das war auch nur beim Schürfen selbst gewesen. Das ist doch jetzt nicht schon der Endkampf, oder? Das wäre gar nicht cool. Wow. Ja, was ist denn das? Okay. Ist das dieses... Ja, das Vieh an. Ich weiß nicht, ob ich für den schon gerüstet bin. Der Dunkeldrache war also die ganze Zeit über hier im Abgrund? Endlich. Endlich sind wir hier. Hier schlummert die Antwort zum Rätsel dieser Insel. Und das muss das Rad der Zeit sein. Eine verwunschene Waffe mit der Macht, die Welt zu zerstören. Mach doch nicht so laut, Mann. Ich hatte halt so recht mit meiner Vermutung. Die Welt zerstören? Eine verwunschene Waffe? Wollen wir doch mal sehen, ob das auch stimmt. Ich zeige euch nun meine wahre Macht. Ein Moskitonetz übers Zahnrad machen? Oh. Ja, sie meint was anderes. Moment, sie fährt jetzt nach oben? Wir sind also ganz runtergegangen, um nach oben zu gehen? Oh, guck mal, das ist ein düsenbetriebener Aufzug. Auch nicht schlecht. Was geht hier vor sich? Hinterher? Oh, ich muss jetzt aber nicht wieder... Also ich meine, das geht jetzt schon automatisch, oder? Gut.
Und der Drache pennt immer noch, der so, mir gerade egal, ich bin noch müde. Okay, und nu? Auf den ersten Blick habe ich mich in dich verliebt, getäuscht, gefedert. Hey, ich verstehe gerade gar nichts. Ach, Xernes wahrscheinlich. Ein gigantisches Zahnrad, das im Himmel von Reveria schwebt. Genau wie wir es auf der Projektion von dem restaurierten Gerät gesehen haben. Und wenn es zu leuchten beginnt, schwindet ganz Reveria. Aha, Dunkeldrache. Hat Hunger. Schnarcht der laut. Er schläft wohl tief und fest, was? Den Umständen nach zu urteilen, könnte sich das Rad der Zeit jeden Moment in Bewegung setzen. Dann müssen wir es sofort zerstören, noch bevor der Dunkeldrache aufwacht. Ja. Du hast recht. Wenn wir auf Knorre fliegen, müssten wir zum Rad der Zeit gelangen können. Nee. Nee? Warum nee? Was hast du denn? Hast du etwa Angst? Nee, natürlich hat er keine Angst. Woher denn auch? Ja, also. Was los? Das ist Rens Stimme. Bitte, kommt in unsere Welt. Ich werde euch alles erzählen. Oha. So. Okay. Hey, Kid. Los, ab in die Vergangenheit. Ich behalte hier das Zahnrad und den Dunkeldrachen im Blick. Kann ich jetzt da... Ah, guck mal. Ah, okay, dann habe ich mal ein neues Ding, wo ich jetzt noch ein bisschen grinden kann. Aber heute wird nicht gegrindet. Heute wird zuallererst mal... dem Paladin eine gescheite Waffe gegeben. Was haben wir denn Feines? Ich gebe ihm mal sowas da. Ja, okay, das ist nicht. Sowas da. Und guck mal, das hat noch mehr Power. Ja, komm her. Und ein Schild kriegst du auch. Ich gebe dir mal das da. Und dann gucken wir mal, ob wir was haben, wo mehr hat. Ja, haben wir. Da. So. Dass der mal ein bisschen Wumms kriegt, weißt du? So. Söldner bin ich. Er hat ordentlich Wumms, glaube ich. Ja, guck mal, sich ein krasses Waffe. Schwarzdrachen Großschwert. Geil, oder? Habe ich gefunden. Ah, ja, ist er. Der hat schon eine gute Waffe. Okay, alles klar. So, wir müssen also in die Königsstadt zurück. Dann machen wir das mal. Okay, dann waren das jetzt nur ein paar... Ein paar Dinger, die noch gefehlt haben. Wer bist denn du eigentlich? Du bist Fang. Hey, Fang. Und davon muss weiterentwickelt werden. Und davon heißt unsere Insel auch. Und davon sind wir. Warum? Das sagt mir mein Instinkt. Und, was willst du? Ich gebe dir mal ein Geschenk, weil du so schöne Haare hast. So. Und zwar... ein Apfel. Hier hast du einen Apfel. Ja. Essen und Schlaf brauche ich wie die Bäume, Licht und Wasser. Okay, das hat er ein bisschen. Das freut er sich, weil ich ihm einen Apfel gegeben habe. Und jetzt pass auf, wir haben jetzt ja deutlich mehr Leute. Wir haben doch irgendwo... Moment, ich gucke einfach auf der Karte. Wir haben noch eine Stelle da, wo Zeugs rumliegt. Huch, warte mal, die will was. Die will was von mir. Also, was für einen Gefallen hast du denn? Du willst einen Rubinring. Und ich krieg dafür einen verlegten Hammer. Dankeschön, hab ich schon, aber okay. Huch, guck mal, das sind jetzt verschiedenfarbige Fischdinger da. Wusste ich gar nicht, ob sowas gibt. So, also. So, wir haben jetzt nämlich genug Leute. Jetzt können wir nämlich alles wegmachen. Das ist schon mal wichtig. So. Zack. Ja. Räumung abgeschlossen, viel mehr Platz. Ich hab was gefunden. Ein Maschinenwesenmodell. Cool, danke. So. Irgendeine Herausforderung. Wo ist denn eigentlich Radrian? Haben wir nicht eben irgendwas gefunden für Radrian? Ah, da steht er ja, der Radrian. Guck. So, irgendwas haben wir gefunden. Ich weiß nicht, was es war. Klick, klack. Maschinenwesenteile verwendet. Radrian scheint sich zu freuen.
Und er ist stärker geworden. Ah, Bau von Wasserstellen. Beim Radrianbau wurde der Bau von Wasserstellen freigeschaltet. Im Baumodus kannst du mit linker und rechter Trigger die auszuführende Terrainänderung auswählen. So. Was ich halt gerne hätte, wäre, dass ich das da auffüllen kann. Zum Beispiel. Geht ja aber nicht. Weißt du, ich kann hier höher bauen und Plattform bauen, aber nicht dieses Wasserloch füllen. Ich hoffe, dass das jetzt möglich ist. So, hier gab es irgendwas. So. Muss ich vielleicht hier irgendwie den Stützpunkt auf eine gewisse Stufe kriegen? Ich meine, hier, baue dein Haus in eine Villa um, verändere das Aussehen vom Haus und sowas. Habe ich ja alles noch nicht gemacht, weil ich das hier nicht so mega finde, diesen Modus. So, jetzt pass aber auf, wir werden jetzt noch... Ja, wir gehen ja gleich zurück in die Stadt. Wir werden jetzt aber erst noch die Truppe ändern. Weil jetzt brauche ich erstmal keine Kämpfertruppe, weißt du? Und deshalb, Odin, Dankeschön. Und ich würde dich gerne ändern in... Hier zum Beispiel. Ah ja, guck da, den habe ich denn. Anne Pierre war ja dabei, wie ich ihn unlockt habe. Also hier Schneiderin, Köchin und Naschi. Jetzt komm, mach mal einfach volle Kanne, Marianne. So. So, jetzt renne ich halt mit einem voll billigen Team rum, aber das ist nicht weiter schlimm, Bim, weil wir jetzt erstmal ein bisschen Story machen, denke ich mal. Trifft ein König in Königstadt. Kann ich halt einfach so hinfliegen? Ja komm, wir machen das mal, wie es sich gehört. Wir gehen jetzt da runter zu unserem Drachen und der soll uns da hinfliegen. Ich hätte auch einfach den Drachen rufen können, aber es ist schon in Ordnung so. Hallo Radrian. So. Also ich fliege mit Knochi in die Königstadt. So. Junge, mein Zinkenjuck. Gibt's schon wieder Geld? Lass mal gucken. Nee, dauert noch ein bisschen. So. Da unten hat wer Fisch. Ah, ein Zierkarpfen soll ich hier bringen. Das habe ich natürlich gemacht. So. So, und wir kriegen ein mysteriöses Objekt, was auch immer das ist. Und ich habe gleich noch einen Wunsch. Ich brauche nur noch einen einzigen Fisch, um meine Fischenzyklopädie fertigzustellen. Unglaublich, oder? Das ging doch wirklich flott. Jedenfalls brauche ich nur noch Skelettfische. Willst du mir bitte welche fangen? Ne, sowas habe ich noch nie gesehen. So. Okay, alles klar. Werden wir machen, aber nicht jetzt, weil ich nämlich nicht weiß, wo es die gibt. Wir wollen jetzt erstmal hier... Ach da, guck, da müssen wir hin. So. Da. Der Knochi ist auch da. Ich muss euch erzählen, wie es um die Zukunft von Reveria steht. Wissen war nicht gut, wir waren in der Zukunft. Bitte hört mir und auch Knochi zu. Okay, sie hat jetzt ihre Kräfte wirklich... Achso, die wissen es alle nicht. Okay. Moment, er kann reden, er hat Rem gesagt. Knochi hat Rem gesagt. Rem, endlich. Endlich kann ich mit dir sprechen. Ach, guck mal, freut er sich. Diese Stimme. Du bist es wirklich, Krumm. Ach, ernsthaft? Das ist er? Nur erwachsen? Okay, auf die Idee bin ich irgendwie noch nicht gekommen. Verzeih mir, dass ich dich nicht sofort erkannt habe. Und dabei warst du die ganze Zeit an meiner Seite. Aber nein, ich fand es so aufregend, einfach bei dir zu sein und mit dir auf dem Rücken ins nächste Abenteuer zu fliegen. Genau wie in Die Abenteuer des Drachen und des Helden. Ich fasse es nicht, dass es sich bei Knochi und Krumm um denselben Drachen handelt. Also... Ihr wollt das Rad der Zeit zerstören, oder? Aber das ist unmöglich. Ich habe schon einmal gesehen, was in nicht allzu weiter Zukunft passieren wird. So. Eines Tages tauchte plötzlich ein böser Gott auf. Sein Name war Xernes. Und dieser wollte mit dem Zahnrad die Welt zurücksetzen. Doch wenn das geschieht, werden nicht nur die Menschen, sondern auch die gesamte Geschichte Reverias wird ausgelöscht werden. So. Rem und ich haben versucht, das Zahnrad zu zerstören, nur... Das Zahnrad blieb unversehrt. Wir erhofften uns aber, zumindest den bösen Gott besiegen zu können und schleuderten ihn in das Maul des Dunkeldrachen. Dadurch gelang es uns, die Zurücksetzung aufzuhalten. Der böse Gott verkündete jedoch, dass er in 1000 Jahren wieder zum Leben erwachen und die Welt erneut zurücksetzen werde. Aha. Kurz darauf stürzte das Zahnrad, dem die Energie ausgegangen war, auf die Königsstadt herab. Und ganz Mythnia wurde zerstört.
Ja. Aber kurz davor haben Rem und ich was versprochen. Und zwar, dass wir es in 1000 Jahren auf jeden Fall schaffen würden, das Zahnrad zu zerstören. Daraufhin habe ich dir deine Zeit gestohlen. Growler. Krumm. Ich werde dir jetzt 1000 Jahre deiner Zeit stehlen. Ach, deshalb ist er ein Knochendrache. Der war gar nicht immer ein Knochendrache. Es tut mir leid. Meine Kraft reicht nicht aus. Daher wirst nur du in eine andere Welt gebracht. Bitte sorg dafür, dass sich nicht alles nochmal wiederholt. Bitte überbringe allen in der Zukunft die Nachricht. Werde zum Held wie in dem Buch und rette die Welt. Ja. Und dann wurdest du ein Fossil? Ja, okay. Das hat mir nichts ausgemacht. Immerhin war es Rem, die mich darum gebeten hatte. Außerdem habt ihr mich ja gefunden, von daher war alles... Meine Kraft reicht wohl für kein längeres Gespräch. Wir kommen nicht umhin, dass das Rad der Zeit aktiviert wird. Das Zurücksetzen der Welt ist eine Fügung der Natur und lässt sich nicht verhindern. Reveria muss alle 1000 Jahre einmal zurückgesetzt werden. Very well. Damit das Rad aktiviert wird, braucht man die Energie von 1000 Jahren. Aber Xernes bedient sich der Lebensenergie von Lebewesen und versucht, ein Zurücksetzen zu erzwingen. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Ja, aber wir können das Rad doch nicht zerstören, oder? Was sollen wir dann machen? Very well. Mira, ich trage dir auf, gemeinsam mit Prof einen Plan zur Zerstörung des Zahnrads auszuarbeiten. Was? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber... Verstanden. Rem, du bist doch sicher erschöpft. Du solltest dich ausruhen. So. Für euch stehen Zimmer in der Herberge der Königstadt bereit. Treffen wir uns später wieder. Okay. Das war jetzt sehr plötzlich gegangen irgendwie. Da ist die Herberge. Ja, jetzt warte mal. Ich will hier, wo ist denn hier dieses Schilddingens? Gibt's hier kein Schilddingens? Und außerdem will ich, also zuallererst mal, okay, er ist gar nicht da. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal in Rems Gemach. Ich muss mal gucken, wie es ihr geht. Hallo Rem, ich bin's. Ist keiner da. Das Bett wird von einem Drachenstofftier bewacht. Ein wirklich zuverlässiger Leibwächter, während man schläft. Oh, guck mal, was ist das für schöne Kleidung da. Die Atmosphäre hier schreit förmlich, ich bin ein Held. Okay. So, ja, also er hat mir quasi klar gemacht, Junge, du sollst speichern. Dann werden wir das wohl auch tun. Hier geht's runter, ja. So, wir gehen mal ins Gasthaus. Hey, junger Mann. Auf dem Hügel im Westen lebt ein komischer Kauz. Er liebt Meister, das weiß ich doch. So, pass mal auf. Hier. Willkommen in meiner Herberge. König Ranor hat bereits für euch bezahlt. Macht es euch also einfach bequem. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du Rezepte hast zum Verkaufen, aber okay. Werden wir trotzdem machen, danke. So. Was ist denn los? Kleiner Piepsvogel. Wie ich sehe, kriegst du auch kein Auge zu. In solchen Momenten tut der Abendwind Wunder. Was sagt etwas, also das sagt etwas zumindest immer. Komm, wir gehen raus. Okay. Gehen wir mal raus, ne? So, ich soll einen Spaziergang machen. Ich will aber eigentlich... Geht doch mal da weg. Ich will da eigentlich... Okay, ich muss jetzt einen Abendspaziergang machen, sorry. Ich muss Treppen hochgehen. Tummy's growling. Was ist denn eigentlich hier? Was ist eigentlich... Der Brunnen ist mit einer schneidigen Figur geschmückt. Das war bestimmt ein toller Kerl. War sowas von. Es wird ja keinen Brunnen davon geben. Ach so, ich muss zu Rem gehen. Die kann auch nicht schlafen. Guck, steht da am Balkon und sagt dann: Romeo, oh Romeo. Warum bist du nur halt nicht du? Oder so. Die Aussicht hier ist wunderschön, nicht wahr? Das ist mein Lieblingsplatz. Ich liebe es, mit ihr zu betrachten. Das tue ich schon seit langer, langer Zeit. Hey, pal! Sag mal, du meintest doch, dass du Knoche die Zeit gestohlen hast, oder? Warum kannst du sowas überhaupt? Very well. Das...
Das liegt daran, dass ich die Wiedergeburt des Meisterdrachen bin. Ach du. Jesus, nee. Do you know? Vor langer, langer Zeit, als ich noch der Meisterdrache war, der aussah wie Zelda aus Tears of the Kingdom, also der Drache, liebte ich es vom Himmel aus, Reveria zu betrachten. Es war meine Pflicht, das Rad der Zeit zu bewachen und dafür zu sorgen, dass Reveria alle 1000 Jahre zurückgesetzt wird, damit seine Schönheit bewahrt würde. Es war kurz bevor die nächste Zurücksetzung bevorstand. Da traf ich auf ein reisendes Mädchen. Eine Aufreißerin, hä? Ah, die kenne ich. Die Kleine hatte einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Sie war auf der Suche nach einem Heilmittel für ihre kranke Mutter. Als wir uns verabschiedeten, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, was aus ihr und ihrer Mutter werden würde. Very well. Und ich sagte zu mir, dass der Tag, an dem die Welt verschwinden sollte, noch nicht gekommen war. So, Ich wusste, dass es verboten war, sich den Göttern zu widersetzen. Und dennoch sprach ich den Chronofixer-Zauber auf, also der die Zeit anhält. Dann stahl ich das Zahnrad und verhinderte ein erneutes Zurücksetzen. Zur Strafe wurde ich als Mensch wiedergeboren. Ich weiß, das hört sich alles unglaublich an. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Aber ich will auch diesmal das Zurücksetzen verhindern. Ich will alle beschützen. Doch wenn wir so ein großes Ereignis in der Geschichte wie die Zerstörung des Königreichs Mythnia ändern, führt das sicher zu einer Zeitverzerrung. Jetzt wird's kompliziert. Es ist gut möglich, dass eure Welt dadurch verschwindet. What gives? Mythnia unterliegt dem Schicksal, dass das Zahnrad darauf hinabstürzt und zerstört wird. Aber das will ich um jeden Preis verhindern. Ich will mein geliebtes Bruderherz und alle in Mythnia beschützen. Nur wie? No. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Okay. Ah. Wir bringen einfach alle Bewohner an einen sicheren Ort. Wenn keiner mehr da ist, kann auch niemand was... Moment. Ach so, es ist ja nur das Königreich Mythnia, das zerstört wird. Alles drumherum ja nicht. Okay, hat er recht. Also die wandern einfach aus. Massenimmigration. Nee, nicht Immigration, das andere. Exokration. Ich habe keine Ahnung. Auswanderung halt. So. Aber ist das wirklich in Ordnung? Immerhin hat der Vater dieses Reich anvertraut. Unser Land wird doch nicht untergehen. Solange seine Bewohner am Leben sind, wird es bestehen. Da hat er wohl recht. Was kümmert uns schon ein böser Gott? Wir haben den Schutz des Meisterdrachen. Uns kann nichts passieren. Ach, Bruderherz. Deswegen, Rem, sag mir noch mal, ich hab dich lieb, Bruderherz. Meine liebe kleine Rem. Ach, Jesus, nee. Ist ja gut. Dann habe ich wohl doch richtig gehandelt. Wäre die Welt zurückgesetzt worden, hätte ich nie all die Menschen getroffen, die mir jetzt so viel bedeuten. Ja. Okay, ausgeschlafen. So. Ja, oh, da strecken wir uns. So, jetzt komm mal her. Guten Morgen. Stippi hat für euch eine Nachricht hinterlassen. Mila ist da, also komm schnell zum Schloss. Also bis später dann. Okay, jetzt pass auf. Ich will eigentlich was, also hier kann man doch irgendwo was kaufen. Da stand doch noch Restaurant oder sowas. Sammelst du deinen Mut, um mich anzusprechen? Okay. Hast du gewusst, dass das Merchandise vom Champion Fragile auf Gratonia von Tante Anne vertrieben wird? Dort kann man auch eine limitierte Fragile-Puppe im Maßstab 1:8 mit austauschbaren Muskeln kaufen. Limitiertes will man gleich haben, nicht wahr? Ich dachte, ich könnte hier Rezepte kaufen. Ist wohl nicht so, aber die Musik ist cool. Also die gefällt mir richtig gut. So, du nette alte Dame, mit der habe ich nicht geredet. Das Leben ist lang und beschwerlich und trotzdem viel zu schnell vorbei. Hin und wieder muss man sich auch eine Pause gönnen. Und der junge Mann? Ja, das weiß ich doch alles. Okay, jetzt ist ja gut. Wir gehen ja raus und wir machen jetzt mit der Story weiter. Also nicht jetzt, sondern morgen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich werde jetzt noch ein bisschen grinden. Ich glaube, ich werde einen Raum machen, so dass ich die 3 da irgendwie auf ein gescheites Level kriege, dass ich mit denen arbeiten kann. Und dann werde ich mir eine gescheite Truppe zusammenstellen. Und morgen geht es dann weiter mit der Story. Okay, danke. Und auf ins nächste Morgen.